Hey, ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen bei Renés Weg. Heute mit einem ganz speziellen Gast, Jimmy Gilgen. Grüß euch zusammen. Ich freue mich natürlich immer sehr, wenn mich Jimmy kommt, besuchen. Das gibt mir Gelegenheit, mich vom Alltag zu lösen. Zeit für neue und gemeinsame Abenteuer. I am not the victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's getting fair. I just wanna love you, babe. You got me around your finger. Got me in a twisted state of love, but I refuse to see it. Ein guter Moment zum Zurückschauen. Ich werde jemanden gefragt, wie ich das mache mit meinen Sachen. Alles scheint irgendwie zu funktionieren. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so. Ich werde euch Mut machen, dran zu bleiben. Aber auch den Mut haben, etwas aufzugeben und aufzuhören, wenn es einfach nicht vorwärts geht. Es hat auch bei mir immer wieder neue Anläufe gebraucht, bis etwas ist bleiben hängen. Hier ein paar Beispiele, was ich alles probiert habe, was schlussendlich kein Erfolg geworden ist. Als ich zu Amerika angekommen habe ich zuerst probiert mit... Oh, Moment. So, besser. Das erste, was ich probiert habe, ist Miriam zu helfen mit dem Compostar. Das ist ein kleiner, genialer Messerschärfer, passt in jede Hosentasche. Das ist das Teil hier, das ihr Vater, der Freddy Kuhns, entwickelt hat. Ein riesiger Erfolg in der Schweiz. Und wir hatten natürlich das Gefühl, das können wir hier sicher wiederholen. Hat nicht funktioniert. Ich war dann sicher gehemmt noch mit der Sprache. Dann haben wir Westchoppers ausprobiert. Da haben wir Kunden aus der Schweiz, die Sachen zu Amerika bestellen wollten. Abercrombie, Batterien, ferngesteuerte Helikopter, anfänglich Drohnen, das erste iPad etc. haben wir hier gekauft und in die Schweiz geschickt. Und am Schluss hat es sich einfach nicht rentiert. Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis. Dann habe ich gedacht, ich will Sonnencreme entwickeln für Sportler, die keine schädlichen Zusätze hat. Und das hat sich entpuppt als ein Riesenaufwand für jemanden, der da nicht aus der Industrie kommt. Eine Illusion gewesen und dann natürlich auch aufgehört. Als nächstes habe ich eine Road Cycling School machen. Das bedeutet, mir ist aufgefallen, dass viele Leute hier zwar Rennvelo fahren, aber falsch auf dem Velo hocken, die falsche Grösse haben, dann haben sie keine Ahnung von Gruppenfahren etc. Und ich habe das Gefühl gehabt, das wäre doch noch etwas, wenn ich denen im Einzelunterricht oder im Gruppenunterricht ein bisschen Tipps und Tricks verrate. Ist aber nie dazu gekommen und ja, hat in dem Sinne noch nicht funktioniert. Dann die ersten Versuche mit der Ernährung, Wise Bites, ein Blog, wo ich immer Beiträge geschrieben habe, wo hier ist Aufwand, kein Ertrag, habe ich aufgeben. Dann habe ich angefangen mit Webseiten entwerfen für dann andere Ernährungsberater. In der Klasse hat es mehrere gehabt, die eine Webseite haben wollten, aber keine Ahnung darum und das habe ich aber ein bisschen gehabt. Und so ist es eigentlich auch meine erste Einkommensquelle geworden. Aber auch hier mit der Zeit hätte ich mich hier voll darauf konzentrieren und das habe ich auch nicht wollen. Es war nicht eigentlich eine Leidenschaft gewesen, sondern halt einfach etwas, was ich konnte und Sinn gemacht hat zu dieser Zeit. Etwas so Kürzliches, was wir wollten, das ist so ein Beach-Sign, so alte Vintage-Schilder in die Schweiz zu schicken und dort den Markt nachher. Auch hier ist es bei der Idee geblieben und ist nicht zur Ausführung gekommen. Und das Letzte, was ich hier noch erwähnen möchte, sicher ja noch mehr, aber es kommt mir noch nicht in den Sinn, war Veggie Fuel. Das ist eine selber gemachte Gemüsebouillon, weil ich als Ernährungsberater immer wieder feststelle, dass die Leute einfach viel zu wenig Elektrolyte haben und ein Bouillon wäre eigentlich die ergeblichste, einfachste und beste Form, das wieder zu sich zu nehmen. Auch hier
Wir haben das Rezept entwickelt und haben ja in dem Sinne Erfolg gehabt. Die Leute haben es geschätzt und geliebt, der Geschmack hat gestimmt. Aber das dann kommerziell zum Erfolg zu pushen, hat sich dann als unüberwindbares Hindernis entpuppt. Mit den Ressourcen, die ich und Katrin, eine Köchin hier, die mir da super geholfen hat, wir beide haben nachher das ein bisschen aufs Eis gelegt. Eigentlich ist es wie mit dem Gamen. Fängt mit etwas an, wo ihr Spass daran habt und dann dranbleiben, bis irgendetwas Gutes passiert. Oder bis ihr keine Freude mehr daran habt. Hey, und wenn ihr ein Beispiel braucht, wie es jemand geschafft hat, seinen Traum zu finden, dann schaut mein Interview mit dem Roman Wieden. Filmproduzent, Filmemacher und Moderator. Und sonst einfach dranbleiben. Ich habe weitere spannende Episoden parat. Falls ihr reinschauen wollt, wie sich andere vom normalen Leben erfolgreich getrennt haben. So, zurück zum Gamen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.